Wir befinden uns gerade erst am Anfang des neuen Jahres und mit seiner Amtseinführung vollzog US-Präsident Trump gleich am ersten Tag eine Innen- und Außenkehrtwende. Und es scheint ihm vor allem daran zu liegen, sich von seinem Amtsvorgänger Joe Biden abzusetzen. So hatte er gleich am ersten Tag allein 78 Dekrete aus dessen Amtszeit wieder aufgehoben. Und am Donnerstag letzte Woche unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung zur Beseitigung antichristlicher Vorurteile. So ordnete er eine Einrichtung einer Taskforce unter der Leitung der US-Justizministerin Pam Bondi an. Meine Regierung wird es nicht dulden, dass die Regierung als Waffe gegen Christen eingesetzt wird oder dass sich Christen gegen ein ungesetzliches Verhalten richten. Meine Regierung wird dafür sorgen, dass jegliches ungesetzliche und unangemessene Verhalten, jede ungesetzliche und unangemessene Politik oder Praxis, die sich gegen Christen richtet, identifiziert, beendet und korrigiert wird, heißt es in der Durchführungsverordnung. Und hier noch ein Artikel. Trump will im Weißen Haus ein religiöses Amt schaffen, um antichristliche Voreingenommenheit zu bekämpfen. Die Mission dieser Taskforce wird es sein, alle Formen antichristlicher Angriffe und Diskriminierung innerhalb der Bundesregierung sofort zu stoppen. Doch der Präsident führte in seinen Ausführungen keine konkreten Beispiele für antichristliche Vorurteile an. Wenn man das alles nun so liest, würde man doch denken, es ist das Gegenteil von dem, was wir erwarten. Denn er setzt sich für die Religionsfreiheit ein. Er will sogar die christliche Religion vor Diskriminierung und Einmischung durch den Staat beschützen. Also eigentlich das komplette Gegenteil von dem, was wir denken, das kommen wird, nämlich eine religiöse Erzwingung durch den Staat. Doch wie Sie hier schreiben, heißt es weiter, dass diese angekündigten Maßnahmen vom Donnerstag verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen hinsichtlich der Trennung von Kirche und Staat, da der erste Zusatzartikel der US-Verfassung die staatliche Billigung von Religion einschränkt. Und so war auch Trumps Mantra bei den beiden Gebetsfrühstücken vom Donnerstag Make America Religious Again, also macht Amerika wieder religiös. Bei 2 Ansprachen im Rahmen von Gebetsfrühstücken sprach Trump über die Bedeutung der Religion im amerikanischen Leben und versprach, Christen vor staatlicher Einmischung zu schützen. Also auch hier wieder. Er verspricht Christen, sie vor einer staatlichen Einmischung zu schützen. Also können wir hier doch noch keinen Schritt in die Richtung der Erzwingung des Mahrzeichen des Tieres sehen. Oder doch? Schauen wir weiter. Trump forderte beim Gebetsfrühstück neben dem, dass er antichristliche Vorurteile ausmerzen lassen will, auch, dass wir Gott zurückbringen sollen. Die Präsidentin und Geschäftsführerin der Organisation Amerikaner vereint für die Trennung von Kirche und Staat, Rachel Leise kritisierte die neue von Trump ins Leben gerufene Taskforce und sagte, anstatt religiöse Überzeugungen zu schützen, wird diese Taskforce die Religionsfreiheit missbrauchen, um Bigotterie, Diskriminierung und die Untergrabung unserer Bürgerrechtsgesetze zu rechtfertigen. Und auch der Baptistenprediger und Vorsitzende der progressiven Interfaith Alliance, Paul Rauschenbusch, warf Trump Heuchelei vor, weil dieser mit der Schaffung der Taskforce behaupte, er wolle sich für die Religion einsetzen. Von der Erlaubnis von Einwanderungsratien in Kirchen über das gezielte Vorgehen gegen religiöse Wohltätigkeitsorganisationen bis hin zur Unterdrückung religiöser Vielfalt verletzt die aggressive Übergriffigkeit der Trump-Administration die Religionsfreiheit auf eine Art und Weise, wie wir sie seit Generationen nicht mehr erlebt haben. Wir sehen also, dass zwar von Religionsfreiheit und vom Schutz des christlichen Glaubens gesprochen wird,
gleichzeitig aber die Vorgehensweise, wie man diese durchsetzen möchte, im Eigentlichen massiv verletzt. Ich meine, wir haben hier den Staat, der sich hier für die Religion, genauer gesagt für den christlichen Glauben und noch genauer gesagt für einen abgefallenen Protestantismus, der sich mit dem Katholizismus verbündet hat, stark macht. Trump kündigte außerdem die Einrichtung eines Glaubensbüros im Weißen Haus an, das von Paula White, Cain geleitet wird, einer langjährigen Pastorin der unabhängigen charismatischen christlichen Welt. Beim Gebetsfrühstück am Donnerstag lobte sie Trump als den größten Verfechter der Religion des Glaubens und Gottes, den alle Präsidenten bisher vertreten hätten. Schauen wir uns einmal an, was uns der Geist der Weissagung dazu zu sagen hat. Wenn sich die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten vereinigen und den Staat beeinflussen und ihre Satzungen unterstützen, wird das protestantische Amerika ein Bild von der römischen Priesterherrschaft errichtet haben. Und die Verhängung von Strafen über Andersgläubige wird die unausbleibliche Folge sein. Trump versprach bei seiner Amtseinführung ein neues goldenes Zeitalter für Amerika und dass er von Gott gerettet wurde, um Amerika wieder groß zu machen. Präsident Donald Trump dankte Gott für sein Überleben bei 2 Attentatsversuchen und versprach in seiner Antrittsrede am 20. Januar, die Vereinigten Staaten in ein goldenes Zeitalter zu führen. Ich hatte damals das Gefühl und glaube heute noch mehr, dass mein Leben aus einem bestimmten Grund gerettet wurde, so der Präsident. Ich wurde von Gott gerettet, um Amerika wieder groß zu machen. Trump schwor, dass das goldene Zeitalter Amerikas genau jetzt beginnt. Nur sein Gedanke am Rande. Aus der Bibel, aus der Prophetie in Offenbarung 13, wissen wir, dass das Papsttum eine tödliche Wunde erhielt, die jedoch wieder heil wurde. Auch wissen wir, dass das zweite Tier, also Amerika, dem ersten Tier, dem Papsttum, ein Bild machen wird. Es wird also das erste Tier nachahmen. Ist es da nicht interessant, dass Trump auch sozusagen eine tödliche Wunde erhielt, also einen beinahe tödlichen Schuss? Und ist daraus, wie er selber sagt, noch stärker herausgekommen, noch gläubiger mit dem Ziel, sich als Staat noch mehr für die Religion einzusetzen. Von den frühesten Tagen unserer Republik an war der Glaube an Gott immer die ultimative Quelle der Kraft, die in den Herzen unserer Nation schlägt. Wir müssen die Religion zurückbringen. Wir müssen sie viel stärker zurückbringen. Sie ist eines der größten Probleme, die wir in der letzten ziemlich langen Zeit hatten. Wir müssen sie zurückbringen. Thomas Jefferson selbst besuchte einst den Sonntagsgottesdienst, der in der alten Kammer des Hauses abgehalten wird, genau dort, wo ich heute stehe. Es könnte also nichts Schöneres geben, als dass wir uns an diesem majestätischen Ort versammeln. Er ist majestätisch und bekräftigend, dass Amerika eine Nation unter Gott ist. In jeder Phase der amerikanischen Geschichte. Unser Land hat Hoffnung, Mut und Inspiration aus unserem Vertrauen in den Allmächtigen geschöpft. Tief in der Seele eines jeden Patrioten steckt das Wissen, dass Gott einen besonderen Plan und eine glorreiche Mission für Amerika hat, und dieser Plan wird sich erfüllen. Ich hoffe, dass er eher früher als später erfüllt wird, aber er wird sich erfüllen. Und es ist seine Hand, die uns bei jedem einzelnen Schritt des Weges führt. Aber das Tier mit den Hörnern, gleich wie ein Lamm, redete wie ein Drache, und es übte alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen. Die lammähnlichen Hörner und die Drachenstimme des Tieres weisen auf einen auffallenden Gegensatz zwischen Worten und Taten dieser Nation hin. Die Sprache des Drachens sind die Handlungen ihrer Legislative und ihres Gerichtswesens. Ihre Taten strafen die freiheitlichen und friedlichen Grundsätze Lügen, die sie in ihrer Verfassung festgelegt haben.
Die Voraussage, dass es wie ein Drache redet und alle Macht des ersten Tieres ausüben wird, sagt einen Geist der Unduldsamkeit und Verfolgung voraus. Die Aussage, dass das Tier mit den 2 Hörnern bewirkt, dass die Erde und die darauf wohnen das erste Tier anbeten, deutet darauf hin, dass diese Nation ihre Macht einsetzen wird, um eine Forderung durchzusetzen, die dem Papsttum Ehre erweisen wird. Der Geist der Weissagung beschreibt hier genau das, was sich gerade dabei ist zu entwickeln. Und was wir vorhin gelesen haben, sie sprechen von Religionsfreiheit und dem Schutz des Christentums, aber ihre Vorgehensweise widerspricht deren Verfassung. Ein solches Handeln würde den Grundsätzen dieser Regierung völlig widersprechen, dem Geist ihrer freien Einrichtungen, dem feierlichen Bekenntnis der Unabhängigkeitserklärung und der Verfassung. Die Gründerväter versuchten in Weisheit der Benutzung weltlicher Macht durch die Kirche mit ihren unausweichlichen Folgen von Unduldsamkeit und Verfolgung vorzubeugen. Erst wenn diese Schutzeinrichtungen der nationalen Freiheit offenkundig verletzt werden, können die Staatsbehörden einen religiösen Gehorsam erzwingen. Der innere Widerspruch eines solchen Vorgehens entspricht ziemlich genau der symbolischen Darstellung in der Bibel. Sie zeigt das Tier mit den lammähnlichen Hörnern, das sich zwar rein, mild und harmlos zeigt, aber wie ein Drache redet. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Hier wird deutlich eine Regierungsform angesprochen, bei der die gesetzgebende Macht in den Händen des Volkes liegt. Ein treffender Beweis, dass mit dieser Prophezeiung die Vereinigten Staaten gemeint sind. Eines der Merkmale des ersten Tieres war die Unterdrückung Andersgläubiger mit Hilfe des Staates, bis hin zu deren Verfolgung und Tötung durch die Inquisition. Und es gibt tatsächlich Prediger in Amerika, die sich diese Zeit zurückwünschen. Pastor Joel Webon, ein christlicher Nationalist, sagte kürzlich Folgendes: Die Mehrheit würde jetzt sagen, naja, das dunkle Zeitalter war schrecklich und sie haben Hexen verbrannt und jeder wurde vom Christentum und vom Klerus unterdrückt und es war einfach eine schreckliche Zeit, wo die Mehrheit damals anderer Meinung war. Die Mehrheit in jenen Jahrhunderten würde sagen, nein, Christus ist großartig. Wir lieben Christus, wir lieben seine Kirche. Wir machten unglaubliche Fortschritte. Wir haben die Finsternis zurückgedrängt und buchstäblich dämonische Geister aus nordeuropäischen Stämmen und anderen Orten und Amerika vertrieben. Und ihr wisst schon, all diese Sachen, wo wir unglaubliche Entdeckungen machten und neue Karten erstellten und Innovation und Erfindungen. Also ich bin der Überzeugung, dass ich denke, dass die ganze Idee des dunklen Zeitalters eine Täuschung ist. Ich denke, dass das dunkle Zeitalter eigentlich ein goldenes Zeitalter war und dass die große Aufklärung eigentlich der dunkle Zauber ist, der über den Westen gekommen ist. Wow, auch wenn sich nun viele über solch eine Aussage empören, beschreibt es im Eigentlichen nur das, wo Trumps neues goldenes Zeitalter für Amerika hinführen wird, nämlich zurück ins dunkle Mittelalter. Oder wie die Bibel es sagt, Amerika formt ein Bild dem ersten Tier, dem Papsttum, und das Papsttum verfolgte, folterte und tötete durch die Inquisition Andersgläubige. Ich denke, dass das dunkle Zeitalter eigentlich ein goldenes Zeitalter war. Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt. Gerade unter den wachsenden Schatten der letzten Krise der Welt wird Gottes Licht am hellsten scheinen. Wie in Offenbarung 18 vorhergesagt, soll die Botschaft des dritten Engels mit großer Macht von denen verkündet werden, die die letzte Warnung gegen das Tier und sein Bild geben werden.